Sind wir dankbar genug und für was sollten wir dankbar sein? Berlin ist für mich einfach nur eine riesige Kommune. Vor allem solange es die zwei Typen hergibt. Also auch wenn immer viele Leute sagen, man hat in Deutschland keine Redefreiheit, weil man darf für manche Sachen nicht mehr sagen. Aber erst einmal will ich ein Bier. Ja, wahrscheinlich ja. Zu lange gemerkt, was du überlegt hast, aber erst einmal will ich Ja. Trinken vergessen. Nein. Wow. Das ist halt der Wahnsinn, oder? Das ist wie geil ist eigentlich Bier, oder? Ja, wow. Vor allem, das hat jetzt für mich ungelogen die perfekte Temperatur. Ja, ist nicht zu kalt und auch nicht zu warm. Ich sage es immer wieder. Am Bier. Freitag. Ja. Nach Spät getaner Arbeit. Nach getaner Arbeit, Ja. nachdem diese Hände bereits im Dreck gefühlt Ja. haben, um meine Familie zu ernähren. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sprach, jetzt werde ich gerade ein bisschen emotional, muss ich sagen. Apropos emotional. Ich schwöre, das hat gar nichts damit zu tun, oder? Ein bisschen. Hast du gewusst, dass Papageien ihre Küken mit einzigartigen Pfeiftönen benennen? Oh na. Fuck. Also. Die Fakten sind viel besser, seitdem Sabrina die Ja, macht. Also schon, irgendwie, also wirklich interessant. Ja, wirken so, als war es nicht die erste Seite bei Google. Ja, also du bist jetzt eine Papageienmutter. Wie das meine, ne? Du warst bei mir. Ja. Verstehst du, weil du so sexy bist. Ja, war bei mir der Versuch. Also. Ach so. Ah, das ist auch so. Ja, genau. Aber als ich dann ein bisschen gehört, wie eine Bombe, die runterfliegt. Ja, das weißt du, trockene Lippen hast. Ja. Da würde ich gerne explodieren in deinem Arsch. Ja. Aber gut, jetzt können wir uns schon mal an. Gut, Wochenrückblick, machen wir schnell und dirty. Donauwörth waren wir. Donauwörth, Bistro Max. Ja, haben wir gespielt, hat Gaudi gemacht auf jeden Fall. War ein sehr spaßiger Abend, würde ich sagen. Richtig fette Party. Ja, richtig. Haben wir einen Backstage-Bereich im Nebengebäude gehabt. Bei sehr höflichen, aber ebenso frauenfeindlichen Gastgeber. Nein, übertrieben gesagt, gell. Ja. Auf jeden Fall ein geiler Typ hat uns sein Fahrzeug, sein Fuhrpark hat er uns gezeigt. Schöne 600 PS Autos da gehabt, so Offroader mit allem drum und dran. Er sagt, falls jemand mit Autos auskennt, er behauptet, dass die 600 Kilo übrigens, 4 Zylinder, aber 600 PS sind. Ja, 50 Liter. 50 Liter auf einen Kilometer, weil die halt sehr früh, schnell, sehr. Was will Greta tun? Ja, kann gar nicht stimmen. Ja, muss auch nochmal ein Lob an die Gastgeber, die uns gebucht haben, vom Bistro, die Besitzer von Bistro Max, haben uns da eine sehr nette Dame abgestellt, die wirklich, glaube ich, alle 20 Minuten gekommen ist und gefragt hat, ob wir irgendwas brauchen. Und es war schon Bier da, wir haben schon gegessen, aber trotzdem immer wieder nachgefragt. Also wirklich so behandelt worden, wenn wir es auch verdienen. Ja. Muss ich sagen. Es war aber eine junge Dame, die wirklich am Anfang gedacht hat, okay, sie muss jetzt die ganze Zeit bei uns dabei stehen bleiben, was echt sauknuffig war. Ja. Hey, Jungs, Dinger, was wird die gewesen sein? 12. Ja. So was, 12, 30, irgendwas in der Range. Und ist dann erst einmal wirklich wie so als Test ist dann zwischendrin da gestanden oder geguckt und hat gewartet, ob man irgendwas braucht. Und hat gesagt, Mäudel. Nimm da den Rest des Abends frei. Ja, stimmt. Und bring uns in 20 Minuten die Burger. Ja, bitte. Ja. Und zwar ASAP. Ja. In 20 Minuten ASAP. Ja. Hat es einen Lava-Burger gegeben, das ist ganz geil, weil das ist ein Burger und drüber ist geschmolzener Käse. Und wenn du die Form öffnest, läuft der drüber. Nette Idee. Sexy. Mag ich sehr gern. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir da gespielt. Ja. Ein bisschen ein Rap gemacht, ein bisschen ein Rock, ein bisschen Partymusik. Ja. Die Leute waren gut drauf. Absolute Premiere auch gehabt. Also wir haben einen Kevin als Mercher dabei gehabt und der Kevin hat für Sabrina die Leber übernommen und leck mich am Arsch. Ja, und da hat Spagate gehagelt. Spagate und dieser Typ, der hat ja ganz andere Energie. Ja. Ich muss jetzt schon mal sagen, die Leute haben auch getobt. Ja. Die Leute haben getobt und bring the liver back, bring the liver back, weil die Donauwörtherin sind, wenn alle zweisprachig erzogen. Ja. Das ist eine alte Kolonie noch. Ja. Von den Engländern. Ja, von den Engländern. Und deswegen haben sie
Das ist nicht auf Deutsch. Und danach haben wir noch gesoffen, bis der Land zugemacht hat. Fast, stimmt, ja, das war auch geil, weil der Besitzer dann, also die ganze Familie hat sich ebenso wie wir komplett über den Haufen geschossen. Ja. Das war großartig und eine Party wird dann zu einer guten Party, sobald das Handy rumgeht und du bei Spotify deine Songs machen kannst. Ja. Und das ist richtig wildes Zeug gespielt worden. Ja. Und also der DJ war, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, nicht mehr ansprechbar. Okay, war der DJ da? Also so eine Art DJ, ja okay, klar, der hat ja vorher aufgelegt und danach, aber danach hat er nicht mehr auflegen können. Der ist dann irgendwann am Eck, weil ich habe mir gefragt, wo man sich ein Liedl wünschen kann. Und dann hat er mir nur einen DJ gezeigt und der ist... Und das passiert halt viel zu oft bei unseren Dingen. Und dann habe ich wer der Tontechniker bei, wo war das beim Ding? Im Doha. Im Doha, ja. Weil das war das Geilste überhaupt. Wo ist der Tontechniker? Ja, das hat einen Bogen gekriegt. Auf der Bühne. Auf dem Bogen gekriegt. Ja, gut, das ist halt Rock'n'Roll, gell? Ja, das ist wirklich Rock'n'Roll. Ja. Ja, ich fand's lustig, weil ja ein paar Mal der Gastgeber gekommen ist und gesagt, ja, jetzt ist dann unten geschlossene Gesellschaft, da sind dann nur wir, aber es ist dann einfach so lang, sind wir umgeblieben, dass keiner mehr da war. Und dann ist uns ein Taxi bestellt worden und dann nach heim das war geil, ins Hotel. Also. Vor allem hat der Gastgeber gezahlt, gell? Das Taxi, das war sehr vornehm. Ja. Muss man schon sagen. Und dann haben wir da noch zwei oder eine georgelt. Dann hat der Typ bei uns geklopft. Oh, warte, immer das ist lustig, wenn sie außen stehen der Zeit. Ja. Also wir waren wirklich gut strack. Also nicht nur so ein bisschen, sondern stracker als bei anderen. Der Durchschnitt. Und wir haben 3 Doppelzimmer gehabt und der Kid Rap war gerade... Ich wollte einen Tom und einen Kevin holen. Genau. Ja. Und dann kommt so ein alter Typ im Bademantel entlang und fragt dann Kid Rap, seid ihr so laut? Und er so, na, wir suchen auch gerade die was rein. Also richtig schlecht, also richtig schlecht gespielt. Und das Lustige ist, in diesem besoffenen Moment ist am Kid Rap natürlich auch so vorgekommen, als war er jetzt gerade, also war er richtig on point schauspieltechnisch. Ist dann ganz empört mit dem Typen mitgegangen zum Zimmer zum Tom und Kevin, die machen auf, singen halt an mich. Ich meine, wir haben alle, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar alle noch Kutten noch gehabt, ich bin mir gar nicht sicher. Macht dann auf und dann bin ich so, ja, spielt sie komplett. Alle Beteiligten lachen, der Typ hat sich einfach nur wahnsinnig verarscht gefühlt, aber hat halt natürlich auch gewusst, das ist, was willst du normal? Aber vorher 2 falsche Tieren geklopft, ne? Ja. Weil ich nicht gewusst habe, wer im Zimmer das ist. Ja, klar. Ja, und du hast ja nicht gewusst, weil die Lautstärke kommt, weil das war der bin ja nachgegangen. Das war bestialisch, war das. Infernal. Ja. Aber zu unserer Verteidigung, also wir waren ja nicht sonderlich laut. Also. Wir sind wirklich nur aufs Zimmer gegangen, da hat man sich halt unterhalten, aber es war jetzt nicht so, dass wir eine Gangparty gemacht haben, sondern der Weg ins Zimmer... Wir haben nicht mehr Mucke gehört. Nein, der Weg ins Zimmer hat pro Person vielleicht 2 Minuten gedauert. Und das ist gleich was verkraftbar ist. Und im Zimmer, wir waren ja auch nicht alle in einem Zimmer, sondern wir waren aufteilt und haben keine Mucke gehört, haben nicht laut gefernseht, sondern nicht, eigentlich hat es ja schon aufgeregt, bevor wir... Ja, genau. War das sogar noch bevor der Keiner und der Fabi da waren? Ja, schon, gell. Ja. Also waren wir nur zu zweit im Zimmer und da wir haben uns eh nichts zum Sagen. Ja, was soll ich dir noch sagen? Ja. Dass wir dann einen Podcast machen. Ja. Ansonsten haben wir noch das Thema der Woche. Aber ist nichts mehr passiert in der Woche? Ja, doch, ja. Lisa wieder, aber. Ja, gut. Sonst. Glaube ich. Haben den Dreh geplant. Ja, okay. Ja, genau. Muss ja nicht erzwingen. Thema der Woche. Thanksgiving. Sind wir dankbar genug? Und für was sollten wir dankbar sein? Vor allem vielleicht wir in Bayern. Okay. Ja. Gestern war Thanksgiving, oder? Keine Ahnung. Scheiß auf die Ich weiß ehrlich gesagt. Ja. Ich habe nämlich heute bei WhatsApp habe ich ein lustiges GIF rausgesucht. Okay. Und da sind die ganzen Thanksgiving-GIFs vorgeschlagen worden. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist Thanksgiving. Nein, ich habe von einem fetten Rapper eine Story gesehen. Das war auch gestern, jetzt, was du sagst. Da hat er gesagt, man soll also die Leute sollen ihn bei einem Thanksgiving-Dinner markieren, weil er ist ein Food-Junkie und der will sehen, was die Leute so isst. Oh, geil. Ja, also erstens einmal ganz kurz zu Thanksgiving, was für ein geiler Brauch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht einmal
ganz genau, also klar, es ist ja Erntedank, du feierst einfach die gute Ernte, soweit ich weiß. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob es da noch eine tiefere Bedeutung gibt. Ich finde das voll geil. Die Pilger und die Indianer oder Native Americans haben da ein Essen geteilt an dem Tag, weil einer von den zwei, ich weiß nicht mehr wer, hat eben kein Essen gehabt und dann hat durch diesen Akt der Freundschaft ist der Feiertag entstanden. Okay, aber und dann haben sie gesagt, hey, danke und jetzt löschen wir Erfolggas. Ja, war cool, das eine Mal. Ja. Ich finde, für mich ist der eigentliche Verlierer ist das großartige Volk der Truthähne. Ja, schon, ja. Aber es wäre der einer jetzt ja, glaube ich, begnadigt. Ja, vom Präsidenten. Ja. Von dem her. Ja, und die ganzen Büffel, aber. Whatever. Ja. Du kannst das nicht immer jedem recht machen. Du kannst ein Schön-Wetter-Amerikaner sein. Ja. Oder einer, der halt die kompletten Rothäute niedermetzelt. Naja, also wir haben jetzt ein paar Reservate und dürfen da Casinos bauen. Und das darf uns keiner aus in Nevada. Machen es auch nicht so knapp. Aber wenn ich komplett verachte, sind die Navajos. Ja, schon, ja. Mit einem scheiß Alkoholverbot. Was weißt du, das nicht im Greizhaus? Ja, da in den Niagara-Fälle war ein Indianer-Casino. Ja, weiß ich. Native American. Ja. Ich glaube, das ist bei uns so irrelevant, weil es ist zu weit weg. Ja, schon. Das ist nicht mein Problem. Ja, sind wir dankbar genug? Wir als Personen oder wir als Volk? Also besonders in Bayern, also ich werde mir dann dankbar, wenn ich mit meiner Oma drüber rede, weil tatsächlich nehme mir gerne mal die Zeit und frage, wie das so früher war, weil aktuell ist ja, wenn man jetzt einmal auf Essen bezogen betrachtet, ist so, dass wir ja essen können, was wir wollen. Ja. Also, erstens figürlich, schon klar. Kein Problem. Aber es gibt jetzt ganz wenig Dinge auf der Welt, die ich gern essen darf, wo ich sage, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Die wenigen Dinge, die man essenstechnisch nicht leisten kann, die sind es, glaube ich, auch nicht wert. Nein, ich glaube, manche Dinge sind einfach nur Flex und ich glaube, da geht es nicht um das kulinarische Erlebnis an sich, also um das Geschmackliche, sage ich jetzt einmal, weil ich muss nicht ein Stück Gold auf meinem Fleisch haben, damit es noch besser schmeckt. Ich glaube, das ist einfach... Das ist wirklich einfach, genauso wie dieser Goldchampagner, den wir gekauft haben. Ja. Der war es aber wert. Da haben wir die Chayas richtig beeindruckt. Ja. Das war Goldschön. Goldschön war das. Und den habe ich von meiner Mom geschenkt gekriegt. Okay. Das hat es nochmal wesentlich cooler gemacht. Dann haben wir, glaube ich, gar noch ein bisschen was. Ein bisschen was haben wir, ja. Sollen wir uns einmal wieder gönnen. Das meiste davon haben wir dann selber gesucht. Ja, und der, weil die Weiber alle nicht saufen können. Ja. Fakt ist, wenn ich mit meiner Oma da drüber rede, wie das damals war, das war halt einfach so weit weg, dass sie essen hätten können, was sie wollen. Ja. Also vor allem meine Oma war damals, ich glaube mit 14 oder so, hat sie das Haus verlassen, um bei einem Bauern dann Kindermädel zu sein. Ja. Und sie haben einen Hof noch zusätzlich zu kümmern. Und da hat es dann, er hat immer den Scheißjob gehabt, das erzählt des Öfteren, dass sie, also was da halt gegeben hat. Es hat teilweise dann in der Mitte wirklich nur diese klassische Brennsuppen gegeben. Und da ist dafür angeschrien worden, wenn es was verdränzt hat, aber sie hat teilweise 2 Kinder auf dem Schoß gehabt, hat dann mit dem Löffel über den ganzen Tisch müssen und die 2 fordern und sich selber fordern und kannst dir ja vorstellen, wie das dann ausschaut, wenn er das dann, da ist obrollt worden dafür, also geschmeckt hat sie ja auch nicht. Ich sage mir auch, wenn ihr allein ist. Ja, eben, vor allem Suppen. Und sie hat erzählt, dass der Typ, bei dem sie war, so einen richtig widerlichen Bart gehabt hat und immer mit dem Löffel so und dann natürlich auch wieder direkt rein. Ja. Und kotzen. Ich habe gefragt, was war denn damals so ein besonderes Essen? Und sie haben gesagt, ja, hin und es hat halt einmal im Jahr hat es theoretisch einen Braun oder sowas gegeben. Und der hat so gefackelt, hat es gesagt. Oder ganz viel Schaf hat es damals gegeben. Und sie hasst Schaf und das kannst du dir vorstellen, wenn es so eine Hamme war. Ja. Weil da ist kriegst du nicht das Lampe, sondern richtig, der mal über den Zaun gestolpert ist, dem jetzt das Kniegelenk rausgesprungen ist und der halt schon eigentlich 46 ist. Ja. Der im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Ja, so ein Schaf gekriegt. Ja. Also. Ja, das ist schon immer brutal, ja. Auch bei meiner Oma ähnlich gewesen, so ein ähnlicher Jahrgang. Ich glaube, was auch echt krass ist, ist so die Chancen, wo wir haben und auch die Freiheiten, dass wir eigentlich machen können, was wir wollen. Ja. Also es ist bei unseren Eltern schon ein bisschen besser gewesen, glaube ich. Da hat man sich zumindest einen Job aussuchen können und hocharbeiten, sage ich mal. Unabhängig jetzt halt von deiner Herkunft, aber wir können eigentlich echt komplett machen, was wir wollen. Also außer jetzt ein paar geschützte Berufe,
Arzt. Aber hätte man die Intelligenz gehabt und das Durchhaltevermögen. Und den Fleiß, weil keiner darf man es. Ja, Fälle, ja. Mengt der man halt. Ja. Dann hätte man theoretisch, glaube ich, alles machen können. Ja, ich glaube. Man halt jetzt das. Und das ist ja. Das ist ein Content Creator. Ja, Influencer, ja. Das ist schon ein extremer Luxus, was man halt dann teilweise vergisst, weil man sich an Sachen extrem schnell gewohnt. Also ich glaube, das, wofür aber viele Menschen, inklusive mir, am wenigsten dankbar sind, aber am meisten dankbar sein sollten, ist es, dass wir hier Frieden haben. Ja. Entschuldige für den schwulen Moment. Nein, dass wir hier Frieden haben und dass wir relativ gesund sind. Also der Teil in unserem Körper, der nicht gesund ist, da sind wir selber dafür verantwortlich, da arbeiten wir aktiv dran. Ja. Und das ist einfach, also... Ja, und dass wir auch, zumindest auch wenn manche Stammtische was anderes sagen, zu jeder Uhrzeit rausgehen können. Hat er Zeit gegeben, dass das nicht kann? Ja, stimmt, ja. Wegen am Södolf. Ja, unter anderem. Ja, und ja, das ist schon, also natürlich kann es da passieren, dass du umgebracht wirst. Ja. Wenn es blöd läuft. Das kann da überall passieren, an jedem Ort. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da passiert, ist schon verschwindend gering jetzt im Vergleich zu Mexiko oder Südafrika oder keine Ahnung was. Aber wie viel sicherer du bist als Frau nirgends sicher, solange es Männer gibt, das ist Fakt. Ja. Vor allem solange es die zwei Typen hier gibt. Scherz. Ja. Egal. Aber in Deutschland, da jetzt mal behaupten, ist im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern sehr sicher. Musst du wesentlich weniger Angst haben auf den Straßen. Schon. Und wir dürfen mit unserem Pass überall hinreisen. Das ist auch echt... Der deutsche Reisepass, haben wir schon mal drüber geredet. Du hast gesagt, es gibt einen, der noch mächtig ist. Ich meine, dass es der mächtigste ist. Ja, das ist auf jeden Fall mit dabei. Ich weiß nicht, ob Großbritannien oder Japan irgendwann, oder Grüße dann von den nordischen Ländern, also so Finnland, irgend so eins. Jeder mag die Schweden. Ja, Schweden. Jeder mag die Dänen. Aber wir dürfen überall rein. Das ist schon, sogar nach Israel. Das ist total gut, aber da müssen sie ja fast zusammen. So, das war einmal so ein windiger Handschlag, wo man sich aber gar nicht gescheit anschaut. Lass mich in Ruhe. Und jetzt erkennen sie halt vor der Öffentlichkeit, da kann der Zentralrat der Juden nicht sagen, nein, die lassen wir nicht mehr rein wegen, sage ich mal, Fehltritt. Ja, sogar manche Iraner, die wo hier geboren sind und halt so ein wenn nicht mehr eine doppelte Staatsbürgerschaft haben dürfen und teilweise auch nicht in die USA reisen. Ja. Das ist heftig, ja. Ja. Vor allem finde ich aber richtig. Ja, der Trump, der weiß schon, wenn man es macht. Der weiß schon, Ich bin froh, dass die Frau nicht an der Macht ist. Die Simpsons haben gesagt, sobald eine Frau an der Macht ist, Abfahrt. Bei Trump kann das nicht passieren, dass da die Welt untergeht. Nein, der hat das da. Ich habe letztes Mal einen Podcast gehört, wo erklärt worden ist, von Torben Platzer, warum der Trump gewonnen hat. Also er hat es auf Social Media geschrieben, gell? Also er hat gesagt, ob Social, also ich glaube, ich habe den auch angefangen zu hören. Der Titel war irgendwie, ob Social Media dafür verantwortlich ist, dass Trump gewonnen hat. Aber was war das Ergebnis? Dass er halt, auch wenn er viel gelogen hat und viel Sachen behauptet hat und er überspitzt dargestellt hat, ist er jemand gewesen, der, wo auch wenn es eine unpopuläre oder radikale Meinung war, halt seine Meinung geäußert hat und damit halt viel Leute abgeholt hat, die, wo es halt aktuell schlecht geht und die, wo sie nach einer Veränderung sehnen. Ja. Und Kamala Harris war immer nur damit beschäftigt, zu sagen, dass der Trump lügt, hat aber keine eigenen Punkte nicht gebracht. Also ihr ganzes Wahlprogramm war mehr oder weniger darauf ausgelegt, um zu sagen, dass der Trump ein Depp ist und dass man halt woker sein muss wie er. Ich glaube, das darf mich interessieren, weil ich meine, da steckt ja ein riesen Wahlteam dahinter. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch der größte Minuspunkt am Trump, was er in gewisser Hinsicht halt für ein Trottel ist. Ja. Weil ich meine, er ist verurteilter Straftäter, das darf man nicht ganz vergessen. Ja. Gut, jeder Politiker widerspricht sich mal, aber er widerspricht sich in so vielen Dingen, er ist so extrem in vielen Dingen. Aber auch hier möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich viel zu wenig weiß, aber da bin ich übrigens auch dankbar dafür, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Ja. Überleg einmal, wie der Erdogan auf den Böhmermann losgegangen ist, wegen einer kleinen lustigen Aussage, dass wir hier in Deutschland
ja komplette Redefreiheit haben. Ja, und halt auch wirklich. Ja, wirklich, wirklich. Also was aber lustig ist, gell? Ich meine, er ist ein Deutscher, der Böhmermann. Ja. Und hat im deutschen TV was gegen Erdogan gesagt. Ja. Und das hat ihm richtig Ärger gemacht. Ja. Also, aber auch da, er hat ja zumindest jetzt nicht seinen Posten verloren oder sowas. Also da hat er das war, ZDF aber ausnahmsweise war ein bisschen Rückgrat gesagt. War, glaube ich, schon im Gespräch. Ja, also der hat so, ist er rausgeflogen, glaube ich. Dadurch ja, dass er gesagt hat, dass es schade ist, dass dann Trump verfehlt haben. Ja, das ist halt nochmal was anderes. Ich weiß nicht, weißt du noch, was der Böhmermann gesagt hat? Nein. Ich glaube, er hat... Hat er nicht eine Karikatur oder sowas? Nein, er hat einen Text vorgelesen. Genau, aber einen hypothetischen. Genau, anhand dessen jetzt sagen wir, dass er ja alles sagen darf, weil er es nicht wirklich sagt. Ja. Also auch wenn immer viele Leute sagen, man hat in Deutschland keine Redefreiheit, weil man darf für manche Sachen nicht mehr sagen. Aber auch wenn man sagt, außer es ist jetzt Volksverhetzung, dann oder Beleidigung in manche Dinge, aber du wärst nicht dafür eingesperrt für mehrere Jahre, wie jetzt in anderen Ländern. Ja. Das schon der Fall ist. Wenn du jetzt Regimekritiker bist. Ja, genau, ja. Also sonst müsste ja ungefähr jeder, der wo auf Social Media ein paar Kommentare schreibt, für ein paar Jahre in den Knast gehen, weil die Politiker sich ob zu Recht oder Unrecht ja die ganze Zeit vor der Öffentlichkeit einen Scheißdreck holen müssen. Aber wir wollen es dir niemals finden. Ja, die Kommentare ist komplett anonym. Ja. Kid-Rap. Was soll das gehen? Das darf mir echt ein Probleme bringen, wenn die nicht anonym waren. Ja. Die ganzen Hate-Kommentare und so. Unsere Videos schreibe übrigens ich. Ja, schon, ja. Warte wieder, bis ich besoffen bin, dass ich wieder austick. Haben wir das eigentlich schon mal thematisiert? Ja, okay. Naja. War amusing. Ja. Das ist aber übrigens in Amerika ziemlich krass. Ja. Die haben ja die komplette Freedom of Speech, soweit ich das mitgekriegt habe. Das bedeutet auch Beleidigungen. Ja. Können die keinen Ärger machen, weil diese Aussage, die ich so unendlich hasse, hier wirklich greift, weil sie sagen, ja, das ist meine Meinung. Ja. Und deswegen, die dürfen alles zu jedem sagen. Also ich glaube, wie gesagt, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du kannst schwer wegen Beleidigung erzeugt werden oder gar nicht. Also dann vielleicht wegen Verleumdung. Oder? Das ist was anderes, ja logisch. Also, aber auch da muss es erst einmal beweisen. Ja. Korrekt. Ja, für was ist man, ja gut. Also ich glaube, dass man, wenn man sich kurz damit beschäftigt, ist man schon immer wieder dankbar, also in kleine Momente. Wo ich wirklich regelmäßig dankbar bin, ist auch, wo ich wohne. Ja, schon. Ja, das ist einfach echt krass. Ja. Also ich habe ja alles, was ich will. Ja. Ich wohne nahezu perfekt. Es ist nicht weit nach München, aber ich kann jederzeit nach München, wenn ich mal nach 8 essen gehe oder nach Simmel. Ja. Aber ich habe auch hier... Montag. Stimmt, der Montag ist ein Riesenproblem. Schwimmbäder und Restaurants haben aus dem Montag keine Chance. Aber wir sind schnell in Minga, wir sind schnell in Italien, also sind schnell im Süden. Ja. Das ist schon geil. Wir haben Berg, wir haben Seen, wir haben Wälder. Wir haben Winter, wir haben Sommer, Frühling, Herbst und zwar. Das einzige Bundesland, wo eine richtige Tradition hat. Aber wirklich das alle, definitiv eine coole Tracht. Ja, gut, Köln hat noch einen Karneval, aber das war's dann. Nichts, was hängen geblieben ist. Spätis. Ja. Berlins Tradition besteht, was einfach richtig assi ist zum sein. Ja. Ich glaube, in Berlin ist das Problem, dass halt da so viele Leute zusammenkommen, dass es halt irgendwie schwierig wird. Also auch Leute, die ja Bayern hassen und von hier sind, die ziehen halt dann nach Berlin, weil sie es da nicht haben. Weil da ist ja Multikulti. Ich weiß nicht, es gibt gewiss ein paar so Berliner Eckkneipen, die wo man dann als traditionell bezeichnen dann vielleicht. Berlin ist für mich einfach nur eine riesige Kommune. Ja, schon, ja. Aber ich mag Berlin. Also. Ja, es ist und Tom, falls du zuhörst, du hörst ja tatsächlich aus irgendeinem Grund immer noch unsere Podcasts. Echt immer noch? Ja, hat uns gesagt. Haben wir darüber geredet, dass wir uns ja schon, dass wir uns schon länger keinen Kontakt mehr gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist total strange jetzt wieder, weil er ja eigentlich alles über uns weiß. Also hin und wieder her das noch. Also schreib uns mal bitte, was deiner Meinung nach die Berliner Kultur ausmacht. Oder ernsthaft, das würde mich interessieren. Futschi. Futschi, ja. Ja, und die nennen sie mal Bertha, aber das ist nicht Bertha. Nein. Die geile Matz. Ja, in der Eckkneipe. Die mit so brutal zwickt hat, wenn mich noch niemand zwickt hat. Nein, Berlin, also ist eine geile Stadt. Ja. Also mit Hamburg. Und der Rühr. Ja. Und das Jam. Jetzt muss ich mal noch nach Leipzig, da war ich noch nicht, das interessiert mich noch.
Wirklich? Leipzig? Und ist der Scherz, oder? Nein, also habe ich schon von viel gehört, dass das anscheinend hingegen aller Vorurteile, die sehr in mir innewohnen. Ja, es ist halt tatsächlich, aber ich habe ja das einzige Vorteil, ist, ich weiß halt, wie Leute aus Leipzig reden und dann denke ich schon, aber wahrscheinlich wunderschön. Ja. Na, sonst glaube ich war in Köln, Hamburg, Berlin, Menge, Nürnberg, New York. Deutschland bin ich durch. Ja. Und ich war schon in Düsseldorf oder so. Hannover darfst du nicht auslassen. Warst du schon? Nein, aber in Bremen. Wow. Ich glaube, das haben wir schon sehr oft. Ja, aber trotzdem Hannover. Mannheim war ich, Stuttgart war ich. Stuttgart war ja. Frankfurt warst. Nein, stimmt, Frankfurt müssen wir. Ja, stimmt, Frankfurt Hauptbahnhof. Skyline. Kahn-Kiosk. Ja. Das sind so die Hotspots. Männers muss auf die Fotzen hauen. Ja, schon. Also, es gefällt mir nicht, dass ihr so lustig seid. Ja, es ärgert mich, dass ihr viel witziger seid als wir. Aber vielleicht saufen wir besser. Und da bin ich mir jetzt auf jeden Fall nicht bei dem einen, der mit der Alkoholiker, weißt du das? Der Fred. Der Fred, also. Ja. Vor dem, da war es spannend. Ja. Da kannst du ja das Gewicht regeln ein bisschen, weil ich glaube, wir sind beide schwerer wie die. Auch wenn es größer sind wahrscheinlich wie wir. Ja, das ist safe. Es sind so. Ich glaube trotzdem, dass die echt grob saufen. Ja. Naja. Egal, weißt du. Kennst du mit so einem Bauwagen? Ja, mit so Bier auf Eich. Ja. Nein, ich glaube sonst. Wie findest du es insgesamt so die Grundstimmung im Land? Findest du, die Menschen sind dankbar? Oder? Wenn wir jetzt von Deutschland. Ja, von Deutschland, ja. Ist doch immer so, wenn es den Leuten gut geht, geht es ihnen nicht gut. Ja. Also dann regen sie sich über Kleinigkeiten auf. Also die Grundstimmung des Deutschen ist immer schlecht, das ist alles immer negativ. Ja, das finde ich ja immer faszinierend, dass Menschen, die wo in viel ärmere Länder sind, zumindest, also ich glaube schon auch, dass die natürlich eine schlaflosen Nächte haben, aber die wirken insgesamt zufriedener. Also jetzt nicht so, also ich meine jetzt nicht so Sudan-mäßig abgefuckt, aber so. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nichts Schlimmeres, also gibt schon was Schlimmeres, aber es gibt fast nichts Schlimmeres für einen Menschen als Langeweile. Überlege mal, wenn du alles hast grundsätzlich oder beziehungsweise sagen wir mal so, keine Ziele im Leben. Dieser Stereotyp eines Hartz-IVlers, sage ich mal, das gibt, die einfach den ganzen Tag nur vor sich hinsandeln. Die können nicht happy, sind nicht unglücklich, weil sie kein Geld haben, sondern die sind unglücklich, weil sie halt einfach festhängen, weil sie nichts im Leben haben. Und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel viele Menschen in irgendeiner Favela in Brasilien, die jeden Tag, sage ich mal, dafür kämpfen, was zum Essen zu kriegen, glücklicher sind wie jemand, der so vor sich hin vegetiert. Die haben natürlich größere Probleme, aber ich finde, Probleme oder Herausforderungen machen die nicht unglücklich, sondern geben deinem Leben einen Sinn. Ich meine, überlege mal nach wie vor, was früher der Lebenssinn war in der Steinzeit, was weiß ich. Du hast halt jeden Tag einfach, dein Tag hat nur daraus bestanden, du stehst auf, schaust, dass du nicht erfrierst, schaust, dass du nicht verhungerst, schaust, dass du was zum Fegeln herkriegst und schaust, dass du was zum Essen, irgendwas weiß nicht, was ich schon gesagt habe. Ja, ich glaube, das Problem ist ja, dass die ja schon damit beschäftigt sind, eine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Genau. Dass die ja gar keine Zeit haben, nach mehr zu streben. Ja, aber das, glaube ich, ist gar nicht so schlimm manchmal. Also mir hat es zum Beispiel ich glaube ja, dass halt oft, wenn du in der Favela wohnst und nur die Favela kennst, dann glaube ich, fuckt es dir nicht so ab, sondern es fuckt dir dann erst ab, wenn du dann die Copacabana gehst und die ganzen reichen Weißen siehst, wie sie 2 Cuba Libre kaufen und du dir einen Monat holst. Ja. Ich glaube dann, wenn man sich vergleicht. Aber der zündet dann richtig. Ich glaube, vergleichen macht auf jeden Fall unglücklich. Aber insgesamt, immer jeden. Deswegen ist ja das ganze Social Media Ding für viele sehr schwierig, die nicht in unserer sage ich mal, sehr günstigen Situation sind, dass es einfach wenig Luft nach oben gibt, sondern für mich gibt es nur den Blick nach unten. Ich weiß nicht, was dir geht. Sehr, sehr weit nach unten. Was lustig ist, wenn man so klar ist wie ich. Ja, schon. Aber rein vom Ding her. Das da ja von Ameisenhaufen. Ja, sowas. Aber ohne, dass ich meine Brille so verschwommen. Ja, ich glaube das. Und ich glaube, was auch immer hilft, ist, wenn man akzeptiert, dass man halt andere Menschen nicht ändern kann oder nicht so leicht wie sich selber oder sowas. Also wenn man nicht andere Menschen die Schuld gibt an seinen eigenen das ist, glaube ich, einer der. Und ich glaube, was einer der schwierigsten oder einer der Punkte ist, die am unglücklichsten machen und die
auch wieder mit Vergleich zum da haben, ist Missgunst. Ja. Jemanden, was nicht zum Gönnen, neidisch zum sein, das zieht dann so runter, glaube ich. Also das ist, weil du denkst dann, ja, wieso hat er das jetzt? Ja, wahrscheinlich entweder er hat Glück oder er hat halt einfach auch was dafür da. Oder sie. Ja. Also ich finde, man kann sich schon denken, wieso hat er das oder warum hat er das, aber man soll jetzt da nicht denken, warum ich das nicht? Ja, genau, sondern soll er, wie kriege ich das dann auch? Genau, das ist einmal, das war ja schon immer. Ja. Aber jetzt müssen wir weitermachen, haben nicht so viel Zeit. Passt. Los Brutalos Favorites, Konzerte der Liberducti-Tour stehen da. Was waren deine Favorites? Haben wir das letztes Mal schon gesagt, grob? Nein, das waren so die Dinge, die, ich glaube, da war, was unsere Lieblingserlebnisse grundsätzlich waren. Ja, Liberducti-Tour, also ich weiß nicht, ob die Festivals mit sein soll, irgendwie schon. Also haben wir eigentlich schon so halber gemacht. Ja. Also auf eins muss ich trotzdem was Backstage da, Backstage einfach. Aber wobei muss, also das war schwierig. Weißt du, was ich auf die eins tue? Regensburg. Kartoffel, ja. Die normale Kartoffel, ja. Regensburg, unser Tourstart war so geil. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Der kommt für mich auf die 1. Ja. Dann kommt für mich trotzdem das Backstage. Ja. Was hat noch richtig, richtig Spaß gemacht? Also, Brasswiesen hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sind nicht, wie viel muss ich? 3, oder? Ja. 3. Das versuche ich andere zu nennen. Ja. Was war denn noch? Heuer. Unterschleißheim war lustig, vor allem für Bierzeit. Das ist immer ein bisschen schwieriger, aber da haben wir Gaudi gehabt, auf jeden Fall. Ingolstadt, Kam fand ich heuer cool. Kam war geil, stimmt. Es ist schwierig, also waren ein paar gute dabei, jetzt Angst, dass ich vom Anfang vom Jahr noch vergiss. Mir hat das ja ein bisschen so diese Underground-Festel gefällt. Ich war ehrlich gesagt gerne auf dem Tor. Ja. Das Tor, das wo wir vor 3-4 Jahren oder so waren, Tor oder deswegen finde ich Regensburg so geil. Ja. Also weil das war halt auch klar. Ja. Da habe ich mit dem Otte drüber geredet, dass wir halt jetzt schauen, dass wir in Österreich ein paar so kleinere, abgefuckte Borzen finden. Ja, gern. Ja, bei ein paar Sachen, das Max war jetzt auch witzig, aber so war halt auch. Das ist halt jetzt noch so frisch. Ich finde, da braucht man jetzt eine Listen, wo man dann drüber geht und sagt, weil es sind ja doch ein paar gewesen, das Es verschwimmt ja vor allem, wenn man immer so sagt, zu waren. Ja, Ding ist auch immer witzig. Almwiesen. Almwiesen ist sehr geil, wobei wir halt da dieses Jahr echt schwach waren, nicht auftrittstechnisch, sondern die ganze Organisation. Ja. Haben wir es richtig versaut. Ja, aber vielleicht. Ich mag Passau aber auch jedes Jahr. Ja. Also Zauberberg mag ich echt sehr gerne. Und haben wir schon gesagt, nächstes Jahr müssen wir einmal passieren. Ja, Passau ist also falsch, wenn man das Wort dreckig verwendet dafür, weil es ist ja an sich nicht dreckig. Underground. Ja, Underground, nicht mehr so. Ja. Also es ist halt dunkel, es ist eng, die Leute, wo da sind so absurd. Gut, das ist egal, wo wir spielen. Ja. Aber Ingolstadt war cool. Also das Konzert an sich. Ja, außer das Kotzen. Ja, das war schade. Ja. An Ingolstadt habe ich weniger Erinnerungen, nicht weil ich so besoffen war, sondern irgendwie hat das so. Da haben wir ja lange Fotos gemacht, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Da waren auch viele Leute da. Ja, klar. Ja. Es war nicht ausverkauft, aber waren viele Leute so sehr nah dran, weil das gekriegt. Okay, 5 entweder oder. Geil. Lieber einen Oldtimer oder ein modernes Auto? Sportwagen, Rennwagen, irgendwas Cooles. Also vibemäßig natürlich ein Oldtimer, für den Alltag ein modernes Auto. Also wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, ehrlich, da ich ein modernes Auto nehme. Ja, ich glaube das so oder so. Aber ja. Es gibt da wenig Oldtimer, wo ich mir denke, einen habe ich eh schon. Stimmt, ja. Audi 80, da kann ich wenig Besseres geben. Ich glaube, wenn Oldtimer, dann war es tatsächlich nicht einmal ein deutsches Auto, glaube ich, sondern dann so ein Mustang halt. Ja. Oder irgend so ein Pickup. Ja, oder ein Chevy. Oder ein Chevy, ja. Lieber für immer Winter, Minusgrade viel Schnee oder immer Sommer, 30 Grad plus. Ich bin eigentlich ein brutaler Wintertyp, aber ich denke, dass es praktischer ist, wenn immer Sommer ist. Ja, ich gehe lieber Bahn, also ich bin im Sommer aktiver draußen als jetzt im Winter. Ja, am Winter liebe ich. Check ich. Mein Gott, check dich. Im Winter mag ich gern drin zu sein und raus zu sein. Im Winter fühlt man sich weniger scheiße, wenn man nicht rausgeht, finde ich. Ja, ich fahre gerne im Winter Auto.
Also ich mag das, also wenn es ein frischer Schnee ist, aber es ist einigermaßen okay. Steht Sommerreifen noch drauf, und zwar die von 2012. Ja, schon, wo eigentlich gar kein Profil mehr drauf ist. Nein, im Gegenteil. Schauen aus wie so Formel 1 Reifen. Wie so Slicks. Ja. Das ist schon mega geil, vor allem bei uns, wenn es Richtung Sulvensteuer oder so fährst, das Panorama mega geil. Ich mag halt Weihnachten sehr gern. Ja, Weihnachten ist geil. Ich mag ja die ganze Weihnachtszeit, wenn alles so stark wird. Ja. Aber ich glaube, insgesamt auch für den Mut ist, glaube ich, also für dich, wie du dich fühlst, ist, glaube ich, Sommer besser, viel Vitamin D. Mir fuckt halt die Aussage 30 Grad plus ab, weil das ist das, was mich gerade so ein bisschen ins Schwanken bringt, weil ich hasse es, wenn es 30 Grad plus hat. Ja. Also ich schwitze, gehe draußen schwitzen, ist, ja, wenn wir schon oft gesagt haben. Also es ist, glaube ich, die erste Entweder-oder-Frage, wo ich mich sehr, sehr schwer tue im Endeffekt, weil ich bin komplett unproduktiv, wenn es heiß ist. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Also eine Mucke mache ich viel lieber drin, wenn es halt draußen kalt ist. Also ihr enthalten mich. Lieber nie wieder einen Disney-Film sehen oder nie wieder einen Tarantino-Film. Nicht nur die alten, auch die neuen, die eventuell rauskommen werden. Für mich easy, ich mag Tarantino, ich bin ein riesen Disney-Freak, deswegen scheiß auf Tarantino. Bei mir. Ja, also Zeit da ist, was auf Disney Plus ist, weil dann... Du musst dir nur vorstellen, Tarantino ist ein Regisseur, Disney ist eine Bewegung und definitiv Disney. Ja, also da Disney ja so eine Sache wie Family Guy und so gekauft hat. Disney hat ja die Marvel. Ja, American Horror Story. Ja, also fick dich, Tarantino. Scheiß auf den Tarantino. Die 2 guten Filme, die er gemacht hat. Du arroganter Selbstdarsteller, spielst du selber mit. Du Fatzke. Lieber Atomsuft-Tour oder lieber Dukti-Tour? Brauche nicht lange überlegen. Lieber Dukti-Tour geil, aber Atomsuft-Tour war so der erste Start, wo wir ein richtiges Konzept gehabt haben. War komplett behindert. Ja. Ich habe die Outfits Menge. Die Outfits, unser Adam und Eva-Ding war unfassbar hilarious. Ja. Atomsuft. Ja, fand ich auch. Und ich habe das Merch lieber. Ja, das ist nach wie vor mein Lieblingsmerch. Ja, meiner schaut am coolsten aus. Das ist von dem her das pothässlich. Ja, kann man sagen, also ihr Trotteln. Also kauft euch das Shirt. Ich kann es nicht. Wie oft mir da preistechnisch, also wenn es am Anfang vom Jahr hat man es nur für 30 € oder so kaufen, jetzt am Ende vom Jahr schnalzen wir es für einen 10er. Gib dir einen 5er, ja bitte, nimm's mit. Ja, den ganzen Karton aber. Ja. Also nimm's gleich alle, ja. Das ist der Karton, der am Schluss dann am Straßenrand zu verschenken steht. Ja, da kostet mir das Lagern mehr, als kaputt machen. Das ist schon, lieber einmal auf einem riesigen Lama reiten. Auf einem Lama reiten, ja. Es wird nicht verletzt, es ist ein super Lama und hält einige Kilos aus. Wow. Ja, wo kommt das her? Ja, okay. Ich bin jetzt gerade sehr schwach. Ja. Aber jetzt, warte, dann ist das nächste was, wo ich nicht hochkomme, oder? Nein. Okay. Oder auf einem riesigen Steinkopfadler mitfliegen, ihr könnt nicht runterfliegen, egal was passiert, selbst wenn ihr über Kopf fliegt. Hä, was ist denn das für eine dumme Frage? Ja. Okay, ob ich lieber auf einem Lama reiten will? Oder auf einem Adler fliegen, ja. Das ist doch klar, dass ich das Lama nehme. Kennt ihr Lama sein? Ja. Was für geile Tiere. Ja. Nein, natürlich möchte ich fliegen. Ja, schön Adler. Spacko, so ja. Hä? Das ist ja wirklich... Er hat sie Steinkopfsee. Steinkopfadler. Sie meinen einen Weißkopf? Steinkopfadler. Gibt es einen Steinkopfadler? Es gibt einen Steinadler oder einen Weißkopfseeadler. Ja. Vielleicht ist das, da wir da uns dran kommen, haben sie das einen Hybriden geschaffen. Ja, das kann sein, also ein Superadler. Ja, der hat einige Kilos aus. Ja, schon, ja. Wieso hast du das da nicht gesagt? Ja. Der Adler ist ein normaler Adler, oder wie? Ja. Nein, riesiger. Ja. Ja, der bleibt schon, wenn er die ganze Federn ausreißt, weil es so langweilig ist beim Fliegen. Sind wir da? Ich stell mir gerade vor, wie ich aufstehe. Ja. Hey, du sagst einfach, wenn du so haben musst. Aber das Pferde da schon ab, ja. Können wir mal hier rechts hochfliegen? Nein, wenn ich sage, ich muss so, dann muss ich wirklich so. Ist nix. Ja. Egal. Ja. Da kannst du weiter fliegen. Ja. Bleiben wir beim nächsten TK Maxx Stehbrat Jeans. Ja, beim nächsten Jeans Fritz. Weil TK Maxx ist schon dieser wahnsinnige Billiglang, gell? Ja, auch einer, ja. Na, übrigens möchte ich mich beschweren. Ja. Ich weiß nicht, bei wem ich mich beschweren kann, aber für das, dass ich White Trash to the fullest bin, herkunftstechnisch, finde ich es unfair, dass ich Kopfweh kriege, sobald ich in einen Primark eingehe. Oh nein, das darf nicht sein. Und auch in einen Teddy
insgesamt in die ganzen Läden, sobald ich da drinnen habe, Kopfweh. Das gleicht aber das wieder aus, obwohl du White Trash to the fullest bist, dass du da in unserem Albaner Barbershop ständig Sachen geschenkt kriegst. Ja, schön. Wenn ich das Glück habe und mit ihm gemeinsam unterwegs bin, mach bei beide 10 Euro. Noch nie da ich das gekriegt. Mein Bart mit ist. Ja. Fuck you. Ja, da habe ich irgendwie Ausstrahlung. Ja, das kann man nie ausstrahlen. Hey, ich krieg auch, wie gesagt, oft beim Bäcker was geschenkt. Das stimmt, ja, fuck, du kriegst. Ja. Das ist irgendwie. Ich glaube, weil ich es nicht erwarte. Einfach. Vielleicht bin ich wirklich so unsympathisch für alles. Ja. Vielleicht haben die alle den Vlog gesehen, was du bei dem Milchshake redest. Ja. Ja. Los Brutalos-Fan, hat Sabrina Korn rausgesagt. Ich weiß nicht, ob Fan da das falsche Wort ist, auch dann immer halt ein Max-Betreiber, oder? Weil der hat schon gefeiert auf jeden Fall, die ganze Aktion. Der Markus. Geiler Typ. Ja. Und seine Familie insgesamt, alle. Jetzt sind wir Fans von dir. Ja. Los Brutalos Secret-Tipp. Forsthaus Rampensau. Oh! Aber die österreichische Version, die deutsche kennst du sparen. Join. Kostet nix. Kostet gar nichts, sau viel Werbung. Ja, aber wart's noch ein bisschen, weil vielleicht machen wir eine Reaction dazu. Ja, also so geil. Der Kid Rap hat es vorgeschlagen und ich habe mir gedacht, ich habe schon ein paar Mal einen Scheiße gelangt. Ja. Aber da, ich bin addicted, wirklich. Ja. Das ist irre. Mhm. Das war sehr lustig. Ich weiß nicht, was war das für ein Tier? Es war ein bisschen geweckt, weil so ein, ich sage mal, Kranich, der gerade Fischer schon. War gut. Das kann ich nie wieder nachmachen. Nein, das ist so, was muss entstehen. Was steht das Wochenende an? Nochmal Musikvideo drehen. Diese nächste Woche, nicht das Wochenende. Wochenende steht Gott sei Dank mal nichts so. Ein bisschen Chili Vanilli. Ja. Ja. Ich bin dumm geworden. Ja. Dumm und alt. Ja. Jo. Hip-Hop. Hooray. Ja. Nein, ich mache einen Scheiß nächste Woche, ganz ehrlich. Ja. Also nächste Woche ist komplett vollgeschissen mit Themen. Ja, da ist auch ganz viel Filmzeigel drin. Ja, werden die Leute drin wieder, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Dann ein paar fette Reels-Drama. Ja. Aber die zwei Drama nur für uns. Ja. Wenn wir dann, wenn einmal wieder alle paar Monate jemand zu uns ins Büro kommt, dass wir es ihm dann auf der Leinwand zeigen können und sagen, schau mal, das haben wir draus. So schon. Und dann, er sitzt hier und ich die ganze Zeit so. Ist gut, gell? Ist schon gut, gell? Schon witzig. Warte. Ja. Das musst du sagen. Und falls ihr eine Spedition habt oder jemand von einer Spedition kennt, schreibt es am KidRap privat. KidRap_Los Brutalos. Ich hab da ein Angebot für euch. Schreibt es ihm bitte nicht. Ja. Nein, das meine ich nicht. Das ist ein gutes Angebot. Ja. Schaut's vorbei. Und ansonsten hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Hari Hari. Danke.